Moonlight ist der Best Picture-Sieger von der diesjährigen Academy Awards, sprich von der Oscar-Verleihung, nach dem kleinen Skandal, wo ja eigentlich La La Land zuerst gewonnen hat und nachher hat es aber gleich dann Moonlight bekommen. Und bei Moonlight geht es um den Chiron. Das ist ein schwarzer Bub, der in so einem Drogenghetto in Miami wohnt und dort aufwächst, und er merkt relativ schnell, dass er anders ist als der Rest von seinen Kollegen. Er weiß aber nicht genau, in welche Richtung. Dann freundet er sich an mit einem Drogendealer und seine Mutter ist irgendwie nie für ihn, weil sie drogenabhängig ist. Und Moonlight erzählt die Geschichte von dem Chiron über 3 Akte, und 3-Akt-Struktur ist ja nichts Abnormales bei Filmen heutzutage im Storytelling. Aber der Film erzählt wirklich in 3 Akten, sprich der Chiron als Bub, der Chiron als so junger Jugendlicher und der Chiron als Mann. Und Moonlight ist von den Kritikern ja in den Himmel gelobt worden, hat perfekte Wertungen überall. Und ist es ein überragender, perfekter Film? Schwierig zu sagen. Ich habe erwartet eigentlich von dem Film, dass das ein guter Film wird, aber nicht unbedingt für mich. Und da habe ich mich enttäuscht. Und ich habe mich bei Moonlight in dem Sinne enttäuscht, weil mir der Film wirklich gut gefallen hat. Und am allerbesten hat mir bei Moonlight gefallen die Geschichte und wie die Geschichte erzählt wird. Es ist sehr, sehr eine menschliche und sehr reale Geschichte, ohne einen Haufen Schnickschnack rundherum. Und eben, es ist in 3 Akten erzählt und es ist ein extrem subtiles und sehr, sehr feinfühliges Drama. Wer aufpasst, wer mitlässt und wer mitschaut, der kommt alles eigentlich erzählt über, nicht irgendwie mit Text oder irgendwie mit Rückblick oder mit irgendwelchen Figuren, die das Zeug erzählen. Oder wenn sie es erzählen, dann sehr, sehr natürlich, oder es wird einem gezeigt mit ganz, ganz kleinen Details, und das habe ich echt grossartig gefunden an Moonlight. Und die Schauspieler sind absolut top, und zwar durchs Band. Der Chiron, eben die Hauptfigur, wird von 3 Männern bzw. Buben dargestellt. Und dort habe ich so gefunden, okay, kommt das echt gut, wenn die gleiche Person von 3 Schauspielern gespielt wird, und das ist wirklich mega gut gelungen. All die Schauspieler fühlen sich wie die gleiche Figur einfach gealtert. Sie haben all so die gleichen Charaktereigenschaften und sie zeigen das. Eben der Chiron ist zum Beispiel einer, der nicht super viel schwätzt, und auch wie er sich verhält gegenüber anderen Leuten, ist konstant durchs Band eigentlich konsequent, und das ist mega beeindruckend, und das ist auch zurückzuführen auf eine wirklich sehr, sehr gute Regie von Barry Jenkins. Und auch die Nebenrollen sind sehr, sehr gut besetzt. Der Mahershala Ali, ich glaube, so sagen wir seinen Namen, ich weiß es nicht genau, er hat den Oscar bekommen für den besten Nebendarsteller, und er ist definitiv so der Standout. Er ist der mir am besten gefallen hat im ganzen Film. Er hat zu wenig Zeit, meiner Meinung nach. Ich hätte ihn gerne viel, viel länger gesehen, aber er spielt die Figur so, so gut. Und vor allem ist auch interessant, wie sehr Einfluss das seine Figur auf die Handlung nachher hat, was der Drogendealer, der eigentlich super liebenswürdig ist und der Bub so ein bisschen unter seine Fittiche nimmt, was der für einen Einfluss dann auf den Bub hat, ist echt beeindruckend, und der Mahershala Ali ist wirklich auch sehr, sehr gut in dieser Rolle. Mir hat auch Naomi Harris sehr gut gefallen. Sie spielt die drogenabhängige Mutter vom Chiron, und ihre Charakterentwicklung, ihr Charakterbogen ist meiner Meinung nach dem vom Chiron der spannendste von allen. Wie sie sich entwickelt, wie sie die Beziehung zu ihrem Sohn, wie sich das so ein bisschen verändert, das habe ich echt mega gut gefunden, und Naomi Harris spielt das sehr, sehr stark. Ich finde auch, dass Moonlight extrem stark gefilmt ist. Es ist sehr dynamisch, viel Bewegung, viel wird geschaffen mit dem Fokus, beziehungsweise Leute, die in den Fokus reinlaufen. Und das habe ich recht cool gefunden. Es hat auch mega schöne Kamerafahrten, und das Ganze wirkt aber nie gimmicky, sprich, es ist nie so einfach irgendwie verspielt, habe ich das Gefühl gehabt. Es hat ganz am Anfang hat es eine Szene, wo 2 Leute oder 2, nachher 3 Leute miteinander schwätzen auf der Straße, und die Kamera läuft die ganze Zeit rundherum. Und es ist immer das im Bild, wo du sehen solltest, und ich finde solche Sachen extrem beeindruckend. Und ich finde, der Film hat auch mit 110 Minuten die absolut perfekte Länge.
Was ich komisch finde eigentlich, ist, dass im ganzen Film in dem Sinne nichts passiert und trotzdem habe ich nie gefunden, dass er langweilig ist. Negative Sachen zu finden bei Moonlight ist wirklich für mich extrem schwierig gewesen. Und es gibt eigentlich nur zwei Sachen. Und das eine ist, ich hatte zu wenig Zeit mit den Nebenfiguren. Ich hätte gerne mehr gesehen von Juan, also von dem Drogendealer, der Mahershala Ali spielt, oder von der Naomi Harris, die Mutter von Sharon spielt. Die zwei hätte ich gerne mehr gesehen, aber dann wäre der Film wahrscheinlich eben zu lang geworden. Und das andere, was ich schade finde, ist, dass das Ende sehr, sehr abrupt ist. Der Film ist einfach plötzlich fertig. Ich habe gefunden, dort hätte man den Bogen ein bisschen schöner abschliessen können. Moonlight ist ein sehr feinfühliges und subtiles Drama mit sackstarken Darstellern, mit einer spannenden Kameraführung und mit einer guten, sehr echt wirkenden und berührenden Geschichte. Und wie die Geschichte erzählt wird, ist für mich eigentlich fast das Highlight schlussendlich. Ich hätte eigentlich gerne einfach ein bisschen mehr Zeit mit den Nebenfiguren verbracht und ich habe das Ende ein bisschen abrupt gefunden, aber das ist auch gerade alles. Und ich finde, Moonlight ist einer von diesen Filmen, die richtig, richtig gut sind, aber ich nicht unbedingt nochmal sehen. Ich weiss jetzt nicht, ob ich Moonlight nochmal schauen, aber zum einmal gesehen finde ich den Film wirklich sehenswert. Moonlight wird nicht ein Film sein, wo ein Haufen Leute schauen. Das ist ja bei den Best Picture-Sieger, bei den Oscars eigentlich sehr, sehr oft der Fall. Aber es ist sehr ein starker Film mit wenig Fehlern, meiner Meinung nach. Und ich finde, den kann man durchaus schauen, wenn man empfänglich ist für solche Geschichten. Und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.